Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sind in Zürich beim HQ von On. Das ist krass, weil hier New York Stock Exchange Certificate of Listing von On, weil die in den USA an die Börse gegangen sind. Wir sind im HQ. Wir machen heute eine Laufanalyse, wo wir so rennen müssen. Und dann wird gecheckt, wie gut rennen wir, welcher Schuh passt am besten, rennen wir scheiße, bla bla bla, dass nicht die Knie kaputt gehen für den Marathon, der jetzt ziemlich genau in 4 Wochen stattfindet. 4 Wochen stattfindet, irgendwo dort hinten. Und ich glaube, ich sage tatsächlich, wir werden so hier durchrennen, so hier unten. Wir rennen doch nur am See entlang, ne? Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht genau. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Auf der Strecke rennen und dann so das auf mich zukommen lassen. Aber ja, heute Laufanalyse bei On, Abfahrt. Ey, guck mal, wie krass dieser Raum ist. Ja. Digga. Wo bist du? Moin. Guck dir das mal an, wie krass. Prototype 2021. Krass. Sports Science Lab. Laufanalyse. So bereitet man sich vor. Alles schmerzt, wirklich. Milo ist gerade geraten. Bei ihm sah es gut aus, weil Milo joggt so schön. Ja? Und ich jogge eher so. Wie schwer bist du? 62. 62, ja. 89,6. Das erste Mal unter 89 seit einem halben Jahr. Seit der Trimax Food Challenge. Wegen Max bin ich über 90, Digga. Wegen dieser scheiß Food Challenge. 184,3. 184? Ich bin mal 1,88 gesehen. Im Auto kracht. 1,84? Der Doktor ist optimistisch gewesen. Ich habe überall 1,88 gar nicht geschrieben, wo ich bin. Ich fühle mich wie so ein Fußballer bei einem Medical Check. Wir testen jetzt 3 Schuhe, glaube ich, durch. Und dann sieht man, wo man genau hintritt, ob mit den Fersen oder vorne. Ich glaube, Sauerstoff wird gemessen. Herzfrequenz, Pressure, Ground Reaction Forces. Alles. Okay, alles. Oh. Schon Test ist vorbei. durchgefallen. Das sieht professionell aus. Sieht professionell aus? Ja. Oh, wie geht's? Anstrengend. Das ist komisch, wenn man nicht nach unten sieht wegen der Maske. Aha. Muss ich immer so rennen. Ja, ist schon anstrengend, ne? Können wir noch eine halbe Stunde machen. Aber das ist so komisch, weil du so aus dem Nix bist ja null aufgewärmt. Und ja, dann das ist alles nur Mindset. Ja. Das ist mein Plan für den Marathon, nur Mindset. Ah. Ich bin immer noch am Atmen. Mach ein bisschen langsamer. Zieh die Schuhe ein bisschen langsam an. Das war meine Ich zieh Taktik. ganz langsam. Ah, das war deine Taktik. Jetzt Schuhe langsam anziehen ist die Taktik, ja. Ich war gestern Skifahren und ich spüre es in den Beinen. Ja. Immer die Ausreden, schon jetzt. Oh, noch ein bisschen Wasser jetzt. Ein Wässerchen. Oh, jetzt hier. Neue Schuhe. Nochmal 4 Minuten. Puls, Ziel 100. Jetzt Puls 120 Ziel. Jetzt donnert's aber. Oh ja. Aber die sind geiler. Ja, ne? Die sind so ein bisschen härter. Das ist echt krass, Mann. Bin ich am Schwitzen? Ja. Nee, oder? Jetzt hatte ich ihn, den 100er Puls. Die Statistik sagt ein bisschen was anderes, aber ist egal. Ich hatte 176er, du 166. Ah, du siehst das? Ja, ich seh's. Du schaust auch, du machst Auge die ganze Zeit. Wo du sicher ein bisschen mehr Performance hast, aber dafür weniger. Und da geht schon viel mehr, also spürt man schon, dass der weicher ist. Ja. Das ist jetzt der Schuh, wo die richtigen Pros mit rennen, weil der hat so eine Platte drin. Der ist wirklich ultra viel härter. Also der erste von mir, der ist ultra weich und der ist wirklich, man denkt, man rennt auf dem Boden so gefühlt, ne? Ja. Aber das Problem ist, der ist ultra gut für Leute, die richtig viel rennen, weil die dann so Muskulatur haben, aber für mich, glaube ich... Zu schnell, zu Wie war viel. es für dich? Ich habe eben gedacht, das war ein bisschen einfach härter so vorne. Ja. Ging gut, aber wahrscheinlich länger kracht's komplett dann. Aber ich weiß nicht, ob das geil ist auf dem Marathon dann hinten. Ja, ich glaube auch. Digga, wir reden, als wären wir so Marathon-Profis. Ne? Ja, gut, der Schuh hat nicht so viel Stabilität. Ich will nur wissen, wie scheiße es mir geht. Das machst du gut, ja. Ich spiele die Carbonplatte. Was hast du gemerkt für einen Unterschied bei dem, beim Laufen, bei den Zahlen? Weniger Puls. Wirklich? Ja. Retro-Schuh jetzt. Der schnellste Schuh jetzt, komm. Ich will dein Tempo sehen jetzt. Dem Mann geht's gar nicht gut. Let's go! Das war jetzt insgesamt Das war knapp. 2600 Meter oder so. Das war tatsächlich noch nicht der Marathon.
Aber ich renne wirklich, keine Ausrede, aber ich renne nie so schnell. Das war auch das Ziel jetzt. Was? Das war auch das Ziel. Also, wieder 176er Puls. No difference. Okay, geil. Alter, ist perfekt. Was ist das? Bei dir sehen wir das relativ stark. Heel-Striker bist, also auf dem Fersen laufst. Also, du hast jetzt vor beim einen schon das Gefühl gehabt, du hast wie so das Gefühl, du kannst rein. Ja. Jo Leute, ich erkläre euch das mal hier, weil der Bre hat Schweizerdeutsch geredet, Shoutouts aber und ist relativ kompliziert und ich will nicht alles reinschneiden. Wir haben nicht ein Training gemacht, um zu gucken, yo, wie fit sind wir jetzt? Sind wir so an unserem Peak oder was müssen wir ändern? Sondern wir haben mehr einen Test gemacht, um zu gucken. Und das fand ich relativ spannend, weil ich wusste nicht, dass es das gibt. Wir haben verschiedene Schuhe von On probiert und geguckt, wie die sich auf unsere Belastung und Ausdauer auswirken. Das klingt erst ein bisschen komisch, aber man kann tatsächlich durch Schuhe, die man trägt beim Rennen, Sauerstoff sparen, beziehungsweise einen niedrigen Puls haben und dadurch mehr Sauerstoff aufnehmen und nicht so anstrengend, bla bla bla. Und es gibt dann halt eben Modelle, die eher für Anfänger sind oder für Leute, die so mittelfiel laufen und für die Pros dann eben den Echo Boom 2, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sorry, On, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Das ist der komplette Pro-Schuh, der hat so eine Carbonplatte drin, der dich so nach vorne bounced, mäßig, wenn ihr checkt, was ich meine. Und dadurch muss man halt nicht so viel Kraft aufwenden und es ist nicht so anstrengend. Relativ interessant. Ich glaube, der Schuh ist aber nichts für mich, weil wenn du den trägst, dann musst du bei den Beinen hier fette Muskeln haben und dir gewohnt sein, viel zu joggen und das bin ich leider nicht, deshalb funktionieren die bei mir nicht. Oder ich will sie nicht laufen, weil sie auch sehr, sehr hart sind. Das ist wirklich so, wenn du einen Marathon auf Pace läufst und unbedingt ultra schnell sein willst. Aber vielen Dank an On für die Einladung. War richtig, richtig geil, dort zu sein und mal das Ganze mitzubekommen, wie das funktioniert und so. Und auch zu sehen, ey, so ein bisschen, ne, wie fit sind wir, obwohl es jetzt nicht ein Fitnesstest war. Trotzdem sieht man ja dann dort auch so ein bisschen, wie fit man ist, wo man genau landet, wo man einknickt und so. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank an alle Leute, die beim YouTube-Video auf dem Hauptkanal kommentiert haben, irgendwelche Tipps für Scheels geschrieben haben oder so. Ich feiere das Marathon-Projekt komplett. Ich bin, glaube ich, so fit wie schon lange nicht mehr. Es macht ultra Bock, man hat so ein Ziel vor Augen. Einfach richtig, richtig geil. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Video auf dem Hauptkanal oder hier auf dem Zweikanal. Marathon am 21. April. Ich komme.